Der russische Präsident Putin war haut op seiner eischter Visit an de besäten Territoiren am Oste vun der Ukraine zanter dem Ufang vun der Invasion. Am Westen gëtt es Rees auch als Antwort versternen op den Mandat d'arrêt vum internationale Strafgericht zu Den Haag géint de Kremlchef. Mei dort zo an einer Nachrichten aus dem Ausland resümiert Dir de Petzberz. Der Realisateur vom russische Propagandavideo geht sogar so weit, dass de Wladimir Putin selber op Mariupol vorgelos huet, fir der Glaubwürdigkeit vun der Eroberung vun engem Feld herzugin. Dass die echte Kehr am Donbass zanter der Invasion fir de Kremlchef demonstrativ göttien auserwählten Awohner Viergestalter krit Plan gewiesen vom geplante russische Neuaufbau vu Mariupol, enger internationalem Recht no ukrainischer Staat am illegal vu Moskau annexierte Verwaltungsbezirk Donetsk. Zu Prag an Tschechien hun Aktivisten awer net vergiss, dass op den Dach genefir un engem Joer zu Mariupol Russland een Theater bombardeiert hat, an dem Kanner a Fraen Schutzfront hatten. A kyrillischer Schriftfurt gebei markiert Demols a gouf Navel bei Luftattacke wie säier dann zersteiert. Ob mans 600 ukrainisch Zivilisten wurden Demols im Liewe kommt, Visit vum Putin zu Mariupol haut, as dummert eng Humiliationun fir die Hannerbliwen vun den Affer. UBS, die größte Schweizer Bank, ass a Gespräche für die Credit Suisse an de Labrenten. Sie verholen $1 Milliard wie d'Offer der Financial Times no. Es gibt Versicht, ein ungefeiert Aufkommens op Chin zu kreen, ihr mo de Moint Mäert opmachen, Kit das Duno nach gräser Formalitäten zu klären bleifen. Eng davon wird zum Beispiel, dass die Aktionäre von der UBS durch eng Änderung vom Schweizer Gesetz Stimmrecht über den Transaktion an der Hecht an hier Bedenkzeit vor 6 Wochen gefe verlieren. Montenegro als NATO-Member an EU-Beitrittskandidat awer politisch unstabil ginn ënner der Fäierung vum Langzeitstaatsrespektiv Regierungschef Djukanovic. Seng Herausforderer bei de Wahlen am Land haut kommen aus dem pro-serbisch-konservative Block oder aus dem pro-europäisch reformorientierten. Voraussichtlich geht et den 2. April an den Ballotage. An de Schweizer Bundesrat huet lo just mat gedeelt, dat den Akkor Fond gouf, d'UBS iwwerhëlt an effektiv den Credit Suisse.